Vielleicht finde ich nebenbei die Dosen. Warte mal, aber erst der da. Christbacher? Ich hab Informationen. Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für eine Abmachung? Pass auf, der Löwe war skeptisch. Skeptisch war er? Da bin ich ausnahmsweise mal seiner Meinung. Aber überprüfen Sie das Alibi und beweisen Sie die Unschuld vom Schorsch. Das wird den Lehrer beruhigen. Ich leg die... Gibt's nur was? Meinen Lohn? Ich krieg was? Ach ja, natürlich. Hier, den sollen Sie haben. Kohle und Erfahrung, jawohl. Es ist so. Ich hab's Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute. Traditionsbewusst, unserem König treu untergeben und gottesfürchtig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Den Leubel haben sie zum Studieren in die Stadt geschickt. Jetzt ist er wieder zurück mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Red ständig an Unsinn von Ungleichheit und Revolution. Hetzt die Leute auf. Dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sich gleich gar nicht beschweren. Aber der Leubel hat einen Hans Girgel, einen Severin, unseren Herrn Doktor und den Lenz für sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Tragisch ist das schon. So werden da im Ort mit anderer Meinung. Das Seife. Effekt frisch gewaschen. Aha. Gegenüber 10. Schauen wir mal. Da so nicht. So einig. Oh Gott. Freunde. 2 Glückstreffer. Der Schormeier, also der Vater vom Lenz, sieht das ganz anders. Eher so wie der Herr Pfarrer oder der Alois. Oder auch ich selbst, ehrlich gesagt. Aber ich hab mich da gar nicht einmischen wollen. Wie die zum Streit angefangen haben, bin ich gleich heim. Ich hatte schon so einen Schädel auf. Das habe ich wirklich nicht mehr gebraucht. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen Sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich bald an die Gurgel, ich sag's ja. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Leubel will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Also Christbacher, am Fahrrad darf ich nicht trauen. Der schiebt eine Nummer mit der Putzfrau. So, wir wollten jetzt zum Müller. Wer nicht da? Der springt da rum wie ein Gusbock. Fähigkeitspunkte, so mal. Meine Empathie, wo das Bauchgefühl. Bauchgefühl geht vor Anstand. Aber der Schreiner, da hat irgendwo einen Schreiner gesehen. Man, ich schaut ein bisschen schreinermäßig aus da. Aber Pixel will ich da gar nicht. Da ist der Löwe-Schüler, steht auf der Bank. Dieser Spinner. Der Doktor. Ja, aber nicht so. Der Kleiner gemisst worden. Den reim ich ab. Zumindest die Stecker. Wer klopft da? Haben sie nicht gesperrt am Scheißhaus?
Und 4 waren Streich. Brezen, jawohl. Kamille und Löwenzahn. Nimm mir mit. Ja gut, fast 50 Kilo. Geht ja noch. So, dann blende ich hier. Ja, ich habe nicht so. So, wen haben wir da? Charlotte. Warum nicht der Polizist? Leinenstoff. Und eine Kiste, jawohl. Ich bin ein Kistenfetischist. Aber schlechter Würfler. Einen Pfennig. 34, jawohl. Darin brauche ich jeden Pfennig. Charlotte, darf ich mich vorstellen? Ah, so, aus der Stadt kommen Sie. Rupp, Charlotte Rupp heißt Sie. Was genau machen Sie hier? Die Vorkommnisse, ja, die da ich allerdings auch sehr gern verstehen. Ah, dann haben Sie meinen Mann schon kennengelernt, den Gustl, August Rupp. Dass wir uns hier begegnen, passt mir ehrlich gesagt sehr gut. Bringen Sie mich da bitte kurz zu ihm. Ja, das war er. Wir sind zusammen mit den Kindern zu meiner Schwester gefahren. Die beschwert sich allweil, dass wir so selten kommen. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Jedenfalls ist der August frühzeitig abgereist, wegen der Sache mit dem Lenz. Da haben sie dann nach ihm geschickt. Die wissen schon, dass er gleich heimkommt, wenn sie ihn rufen. Hat vielleicht auch was mit meiner Schwester zum Tor. Jedenfalls nimmt er seine Aufgabe hier im Ort sehr ernst, wissen Sie? Schrecklich, was mit dem Lenz passiert ist. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich gewusst hätte, dass Sie eben erst angekommen sind, hätte ich Sie natürlich nicht gleich gebeten, mich zu meinem Gustl zu bringen. Wie unhöflich von mir. Kommen Sie doch erst einmal gut an hier bei uns und schauen sich ein bisschen um. Dann lernen Sie ja gleich das Dorf und auch die Leute kennen. Wir können auch ein Stück zusammengehen, dann stelle ich Sie gleich vor. Ich wollte sowieso zum Marktplatz. Und wenn wir unterwegs meinen Modern treffen, lernen Sie auch gleich Ihren Vorgesetzten kennen. Und ich finde meinen Mann. 2 Fliegen mit einer Klappe, das wäre doch was. Ja gut, wenn's sein muss. Was? Was heißt das nicht da? Naja, ich bin wie gesagt nicht mit ihm gefahren, aber so lange dauert das nur auch wieder nicht. Der sollte schon längst wieder da sein. Nicht, dass dem unterwegs irgendwas zugestoßen ist. Da wird mir ja gleich ganz anders. Herr Schmidt, richtig? Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt dringend den Xaver sprechen und den Severin auch. Nein, da habe ich jetzt gar kein gutes Gefühl. Wir müssen uns ein andermal den Ort anschauen. Entschuldigung. Ja gut, da keine Durchführung. Pass auf, der Lenz ist da unten, der Rupp ist fort. Verdächtigt. So, den depperten Schreinermeister werden gefunden. Warte mal. War da weiter von was? Und die Firne? Die Oberlechnerin. Gute Frau? Noch kennen wir uns nicht. Na, so ein fescher junger Mo. Da schau her. Ja, gute Frau. Ich bin der Depp aus der Stadt. Ja, so ist. Gar seltener Besuch, das ist mir ja erfreut. Ja, da schau her. Berichteschreiber. Das ist ja höchst interessant. Mei, nennen Sie mich doch bitte Renate, Herr Valentin. Sonst käme ich mir ja gar so alt vor. Wie kann ich helfen? Ja, bitte, Herr Valentin?
Die Renate, ja warte mal. Die hat ja die Beziehung zum Pfarrer. Babe, was geht denn da? Aber selbstverständlich, Herr Valentin. Neben dem Tisch auch das Bett zu teilen. Ich meine, kommt gut an. Soll ich mit der Tür ins Haus fallen? Hinten rum. Kannt man meiner, gell, Herr Valentin? Ich weiß, worauf Sie hinaus möchten. Ich kenn den Dorfdraht schon auch. Aber der Herr Pfarrer und ich? Also, der Herr Bayerle und ich? Also, entschuldigen Sie bitte, Sie kennen ihn schließlich nicht. Aber, mei, die Leute ratschen halt gern. Wissen Sie, normalerweise passiert hier nicht so viel und dann spinnt man sich halt was zusammen. Aber an der Geschichte ist wirklich nichts dran. Manche Leute sind einfach ein bisschen engstirnig. Die können sich eben nicht vorstellen, dass der Herr Bayerle und ich ein freundschaftliches und respektvolles Verhältnis zueinander haben. Aber sonst auch nix. Ich ärgere mich da auch gar nicht. Was bringt's denn? Manchmal wird der Herr Pfarrer da schon ein bisschen wütend, aber ich hab genug anderes zum Tor. Eigentlich müsste die ja langsam wieder weiter, Herr Valentin. Renate, die sagen soll. Ja bitte, Herr Valentin? Roger, mit der festen Dame treibt das Unwesen. Der Bayerle. Roger. Die vergab das Kraut da. Die Kisten habe ich schon geplündert, meine, oder? Kann ich sein? Jawohl, waren wir schon. Zu später Stunde. Unten habe ich einen Tamdroschen. Aber Bixen finde ich gar nicht. Gleich drauf. Brauchen ja nicht rütteln. Bleib der Müller. Also ich hab gelesen, dass das Spiel eine Spielzeit von 10 Stunden hat. Mit meiner Trödlerei brauche ich das doch bitte. Leute, wie in die Luft umhat. Ich glaub nicht so gut. Pass auf, der Herr Müller. Wie schaut aus mit den Kegel? Kegel? Das kann ich schon machen, aber Sie sehen ja, was da los ist. Jetzt habe ich keine Zeit. Wir müssen uns verteidigen. Pass auf, mit Einfühlsvermögen, da geht es schon. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Das werde ich schon machen. Jetzt kommen wir uns einfach ein bisschen später wieder zurück. Ja, schnitzt, dann schon fertig. Ach, die Kegel. Ja, da sind die Kegel. Roger, Aber wir haben schon verzeiht, dass man sie beim Hans Girgel gesehen hat. Dem Deppen will ich sicher keine Kegel geben. Nicht solange der mein sauer verdientes Geld versauft. Aber ich mache ihnen ein Angebot. Sie kriegen die Kegel und dafür gewinnen Sie vom Hans Girgel mein Geld wieder zurück. Scheiße. Ja gut, hilft mir nicht. Pass auf, die Kegel hab ich. Schlossknochen schwer. Oh. Da wollte ich noch. Freunde, der Segeldonner. Wo ist er? Der Schreinermeister. Der Schreiner? Ja gut. Da steht der blöde Gegend rum.
Der weiß selber gar nicht, was er möchte. So, jetzt muss ich einen Hans Gickel im Kegel besiegen. Scheiße. Der Hans Gickel, wo wohnt der? Das Glück im Spiel. Bumm, heftig.